Diese Handbewegung ist Michel Frauen gewohnt. Seit 12 Jahren ist er professioneller Stabhochspringer. Diese Handbewegungen sind neu in seiner Arbeitswelt. Seit kurzem arbeitet er nicht nur als Sportler, sondern auch für Sportler als Golfballtaucher. Ich habe das Ganze im ZDF-Auslandsjournal gesehen und dass in Amerika das wirklich zu einem Beruf geworden ist, Golfbälle zu tauchen. Ich konnte tauchen, habe einen Tauchschein, langjährige Taucherfahrung. Was ich nicht hatte, war eine eigene Ausrüstung, die habe ich mir dann zugelegt. Dazu zählt auch seine neueste Errungenschaft, eine Reinigungsmaschine für Golfbälle. Kostenpunkt 2.000 €. Mit deren Hilfe kann er Bälle aufarbeiten und zum Verkauf anbieten. Die Preise liegen zwischen 15 Cent und 2 € pro Ball. Bisher hat Frauen viel investiert, ohne groß verkauft zu haben. Eine Investition in die Zukunft. Das Stabhochspringen alleine reicht nicht bis zur Rente. Ich komme davon über die Runden. Es ist leider nicht so, dass man davon reich wird wie in anderen Sportarten, aber man kann davon leben. Mehr schlecht als recht. Deswegen sucht Frauen das Geld in anderen Bereichen, zum Beispiel auf dem Boden von Wasserhindernissen auf dem Golfplatz. Mit bloßen Händen fischt er die Bälle aus den Seen, daher auch der Name Lake Balls. Leicht verdient wirkt das Geld aber nicht. Und Seen, die oftmals kalt sind, trübe Sicht bis Nullsicht. Von daher muss man ein hohes Maß an Stress und Resistenz mitbringen. Heute läuft es gut für Frauen. Innerhalb von einer Stunde ist sein Netz gefüllt. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich die Hotspots hier in dem Teich gefunden habe. Aber dann ging es uns gut von der Hand. Man sieht, erfolgreiche Ausbeute, ein paar hundert Bälle, schnell mal gesammelt. Trotz des eigenen Business arbeitet Frauen immer noch fast täglich auf der Leichtathletikanlage. Sein Trainer aber ist kein Freund des Doppellebens. Man wird entweder mit Herzen am Sport hängen oder dann, wenn man schon zur Arbeit abgeht, dann wird mit Sport auf jeden Fall nichts mehr. Frauen sieht das anders. Er glaubt weiter an sich, obwohl er sich ein zweites Geschäft aufbauen möchte und obwohl er bisher keine herausragenden Erfolge als Stabhochspringer hatte. Wenn man keine Ziele hätte, sich zu verbessern, dann könnte man den Leistungssport auch, denke ich, sein lassen. Von daher ist man immer bestrebt, sich zu verbessern und ich will mir da kein Ziel setzen, wie weit es gehen könnte. Von daher, ich freue mich, wenn ich mich da nochmal verbessere. Wenn nicht, habe ich es auch so schon relativ weit gebracht. Eine Ausgangsbasis ist auf jeden Fall geschaffen für beide Bereiche. Jetzt wird sich zeigen, ob es in Zukunft hauptsächlich nach oben oder nach unten geht. Vielleicht bleibt der Höhenflug beim Stabhochspringen aus. Dafür kommen im Business mit den Golfbällen die Dinge manchmal wie von selbst.